Was ziehe ich echt heute an? Das ist cool. Aber warte, hat nicht letztens Jenny gesagt, dass das sowas von der Mode ist? Dann ziehe ich wohl besser etwas anderes an. Über welches Buch soll ich jetzt den Vortrag machen in der Schule? Oh ja, das ist mega cool. Aber warte, das ist ein christliches Buch. Da denken sicher alle, ich bin sowas von altmodisch. Mach ich es doch besser über Twilight. Morgen habe ich den ersten Auftritt. Aber eigentlich bin ich doch niemals genug gut. Die anderen sind alle viel besser. Was denken die denn echt über mich? Ja, ich lasse es lieber gerade sein. Kennst du so Gedanken? Ich glaube, wir alle haben sie ab und zu. Wir fragen uns, was die anderen über uns denken, ob sie denken, wir sind komisch oder uncool. Vielleicht hast du das sogar schon zu hören bekommen. Vielleicht haben dir Leute gesagt, du bist hässlich oder du bist eben uncool oder komisch. Und vielleicht hast du sogar angefangen, das selber über dich zu glauben. Mir hat es mal genau so eine Zeit gegeben. Leute haben versucht, mich in ein Schema zu pressen. Sie haben über mich gesagt, so und so bist du, obwohl sie mich gar nicht wirklich kennt haben. Und ich habe dann angefangen, das selber über mich zu glauben. Ich habe mich so angefangen zu verhalten, wie sie es von mir erwartet haben. Wir Menschen ticken in etwas alle gleich. Wir sehnen uns nach Liebe und nach Anerkennung. Und wenn wir das halt mal nicht bekommen oder wenn wir genau das Gegenteil erfahren, dann finden wir das halt nicht so cool. Ich habe mal eine mega coole Geschichte zu diesem Thema gehört, die mir mega geblieben ist. Und zwar geht die Geschichte um einen Holzschnitzer. Der Holzschnitzer hat ganz viele kleine Holzmännchen geschnitzt und die sich gegenseitig Pünktchen und Sternchen verteilen. Pünktchen für Sachen, die sie nicht so gut gemacht haben und Sternchen für Sachen, die sie gut gemacht haben. Dann hat es ein Holzmännchen gegeben, das hat ganz viele Pünktchen gehabt. Das war eigentlich mit Pünktchen übersät, weil es einfach ein bisschen ungeschickt war. Das war natürlich mega traurig. Und als er mal so traurig durch die Straße gelaufen ist, hat es ein Holzmädchen entdeckt, das nichts hatte, weder Sternchen noch Pünktchen. Das hat es natürlich ganz faszinierend gefunden. Er ist sofort auf das Mädchen zugegangen und hat gefragt, hey, warum hast du keine Pünktchen und warum hast du keine Sternchen? Und das Mädchen hat dann gesagt, ja, natürlich, weil ich immer zum Holzschnitzer antworten gehe, der uns geschnitzt hat. Und dann hat das Holzmädchen den Holzbub gerade mitgenommen zu diesem Holzschnitzer. Als sie dann bei diesem Holzschnitzer angekommen sind, hat das Holzmännchen sich bei ihm beschwert. Schau mal, die vielen Pünktchen, die ich habe. Ich bin so eine Arme. Und dann hat der Holzschnitzer gesagt, warum ist es dir so wichtig, was andere über dich denken? Ist es nicht viel wichtiger, was ich über dich denke, was ich geschnitzt habe, was ich kreiert habe, was ich gemacht habe? Dann hat das Holzmännchen gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Dann ist es wieder rausgegangen und als sie das nächste Mal haben, nicht versucht, im Pünktchen oder Sternchen aufzukleben, sind sie einfach runtergefallen. Weil ihm egal war, was andere über ihn gedacht haben. Wie die Holzmännchen tun wir uns gegenseitig auch immer so Pünktchen und Sternchen verteilen. Und es ist mega wichtig, dass wir nicht so viele Pünktchen haben, aber genug Sternchen. Doch wie die Geschichte zeigt, es ist nicht wichtig, was die anderen über uns denken, die uns gar nicht wirklich kennen. Viel wichtiger ist, was Gott über uns denkt, der uns ganz genau kennt, der uns erschaffen hat, der uns kreiert hat. Wenn wir wissen, was Gott über uns sagt, dann haben die Meinungen von anderen Leuten überhaupt keinen Wert mehr. Er sagt, du bist wunderschön, du bist einzigartig, du bist auserwählt, du bist cool, du bist wertvoll. Wenn du dir das bewusst wirst, dann wirst du dich nicht mehr irritieren lassen. Weder durch Lob noch durch Kritik. Glaub, dass das, was Gott über dich sagt, die Wahrheit ist. Und sag auch all den Leuten, die du kennst oder die dir über den Weg laufen, was Gott über sie sagt. Sprich das über diese Personen aus, denn es hat so viel Kraft. Ein Kompliment, das hat noch niemandem geschadet. Und wie ein Wort so viel kaputt kann machen, wie ein Wort einer Person Lügen können in den Kopf setzen, so kann ein Wort die Welt bewirken. Du bist super. Vergiss das nicht, du bist cool. Lass dir nichts anderes einreden.